Wir wollen haut nicht Stellung beziehen zu den Propositionen, die den Sozialminister Mars Di Bartolomeo gemäht hat. Sowieso muss den Mars Di Bartolomeo Aussoen immer mit Vorsicht genießen. Da kann ich alle erinnern, dass führende Wahlen den Sozialminister nicht mitgehen als für dem Land zu erklären, dass als Sozialversicherung unwahrscheinlich sicher und gut wäre. Das war sein Schlagwort und er hat permanent führende Wahlen gesucht. Und echt nur die Wahlen hat er einmal entdeckt, dass der Gesundheitskäse wie die Krankenkäse geheischt wird, dass dann aber einmal ein Defizit für echt nur die Chamberswahlen. Als 6 Monate nach der Chamberswahlen gibt es einmal Finanzierungsbedarf bei der Pensionskäse, wohl nicht kurzfristig, mehr mittel- oder langfristig festgestellt. Das heißt, dass es ganz anders ist, was der Sozialminister nur die Wahlen sieht, wie das, was den führenden Wahlen sieht. Hier hat eine Reihe von Propositionen noch schon so durchsäckere gelassen, wo ein Kind eventuell darüber diskutieren, wobei die hier gerade als echt genannt wird, mir aber als größte Problem haben. Das will man direkt sagen. Und zwar also so, dass eine Person mit 60 Jahren kann an Pension gehen, wenn sie 40 Versicherungsjahre hat. Die müssen nicht unbedingt cotiséiert gewährt sein. Muss ein Versicherungsjahr gewährt sein. Und wenn er hier geht und er sieht am Anfang, dass man hier muss gesichert gehen, dass jeder Salary auch 40 Jahre cotiséiert, dann treffen a priori 2 Kategorien davon Leid. Die erste Kategorie, das sind die studieren. Die studieren, die kréien von 17 Jahren, 11 Jahren an, können die am Anfang, können die hier Perioden von 18 bis 27 Jahren, können die hier Studentenjahren angerechnet kriegen, wohl nicht als Kotisation, mehr als Versicherungsjahre. Wenn wir hier gehen, so, wir zählen die nicht mehr, wenn es nicht kotiséiert gehen, da gibt es dann von bedeuten, dass die jungen Leute, die studieren, man hätte ja gern, dass die jungen Leute sollen studieren, dass die dann müssen dann nur so viel mehr lang schaffen gehen, für eben auch die Kotisationsjahre zu kriegen. Wir als ADR sind an der Meinung gerade umgedrehte Meinung, wir sollen anfangen, soll der Staat für Jugendliche, die auf die Universität gehen oder nur der Uni auch ein Doktorat machen, soll der Staat ihnen Kotisationen bezahlen, für sie zu encouragieren, zu studieren, und dass sie dann nicht nur bei der Pension gestraft gehen. Die Maßnahmen, die die Regierung, der Sozialminister, da beabsichtigt, dass wir eine Strafe für alle die Jugendlichen, die studieren gehen. Und ein zweiter Punkt von denen, die gestraft gehen, das wären am Anfang die Mammen oder Pappen, mir in der Regel sind Mam, die daheim bleibt, für die Kindererzählen zu machen. Die kann für kann bis 6 Jahre Education, eine Periode Education, angerechnet kriegen. Bei 2 kann 8 Jahre, bei 3 kann 10 Jahre. Aber die gehen auch nicht cotiséiert. Das sind also nicht Babyjahre, die cotiséiert sind, das sind Erziehungsjahre, und die gehen als Versicherungszeit, aber nicht als Kotisationszeit überlangt. Und noch da, so, mir kann es nicht sein, dass die Mann, die daheim bleibt, für die Erziehungsarbeit zu machen, dass die nur an ihre Pension gestraft wird. Und dafür haben wir ja als ADR letztes Jahr ganz massiv verlangt, wie ein Checkservice angefordert sie, weil auch da sind wir eine komplett andere Meinung wie die Sozialminister. Wir haben doch verlangt, dass die Checkservice auch können von Mammen profitiert gehen und müssen die auch kriegen, die in daheim Kindererziehung machen, mehr, und das war eine von unseren Konditionen, ein Teil von der Valeur vom Checkservice müsste benutzt gehen, für ein obligatorisch an ein Pensionscase anzubezahlen, für dass die Frau, die daheim bleibt, für Kindererziehung zu machen, dass die nicht nur Versicherungszeiten kriegt, aber dass sie auch die Versicherungszeiten eine Kotisation kriegt, und da hat man nur eine eigene Rente kriegt. Und das, was der Sozialminister hat proposiert, wäre also ein juste Contraire. Einerseits die Studierer gehen, die gestraft gehen, und andererseits die daheim bleiben, für die Kindererziehung machen, die auch gestraft gehen. Dafür sollen wir direkt, dass da ist ein Punkt, bei dem nicht mit uns zu diskutieren ist. Ich habe für Druck gesagt, dass die Reserven an den Pensionskäsen ganz groß wären,
an der wir aber nicht machen, wie wenn es nur nicht geschieht. Es sind zwei Maßnahmen geholt gehen an den letzten Jahren, die zum Viertel von den Finanzen von der Pensionskasse die echt war, wo die Gewerkschaften sicherlich nicht so froh darüber war, wie mir schwer gemäht gehen, als für die Invalidenpension zu kriegen. Wir wissen, dass die Anerkennung von den Invalidenpensionen drastisch am Privatsektor zurückgegangen ist. Das tut natürlich den Vorteil, dass dadurch Pensionskasse viel Männer belastet gehen, also tut sich positiv auf Finanzen von den Pensionskassen ausgewirkt. Ein zweiter Punkt, und dem am Anfang nicht brauchen, Decision zu geholt zu gehen, an non legiferiert zu gehen, das am Anfang einen gewissen Automatismus, den könnt durch den Pensionsalter. Wir wissen, dass den Haut kann man 57 Jahre an Pension gehen, wenn ihn zu dem Zeitpunkt 40 Jahre versichert, auf 40 Jahre cotiséiert hat. Da sind die zwei Konditionen, die spielen, also versichert, und cotiséiert. Aber wir wissen aber auch, dass als jugendlich Haut immer mehr lang studieren gehen. In dem mit 57 kann an Pension gehen, das als Anfang den muss mit 17 Jahren aufhängen mit schaffen. Und die wenigsten fängen Haut nach mit 17 Jahren an mit schaffen. Die meisten haben mehr lang Schulzeit und sind dann nicht mehr viel, die 24 Jahre aufhängen mit schaffen, sodass am Anfang mittelfristig gesehen den Pensionsalter, wo da viel mit 57 recht tun, für können zu gehen, die erfüllen dann Konditionen, nicht mehr, wenn sie nicht 40 Jahre cotiséiert, wenn sie also mit langen Schule gegangen sind. Dadurch geht am Anfang mittelfristig der Pensionsalter viel mehr geheischt. Es wird auch gut gewährt, dass die Mehrheit zu Lützeburg, wenn wir über eine Erhöhung vom Pensionsalter schwätzen, wird es also gut gewährt, dass wir auch darüber schwätzen, von 65 auf 67, wir können noch auf 100 drauf gehen. Das ändert nicht im Prinzip, wenn Leute mit 57 Jahren an Pension gehen, da kann in ruhig mal in die Welt bis 100 gehen, die kann da bis 100 gehen. Das ändert nicht in dieser Problematik. Wenn also ein muss über Pensionsalter Erhöhung geschwärzt gehen, da kann es nicht mehr innen bei 57 oder bei 60 sein, weil das es bringen, bringt es nicht mehr, weil du schaffst sowieso Chemie. Und durch die Maßnahmen, dass die Leute also mehr lang studieren gehen, gehen sie d'office an die Kategorie von Leuten, die mit 57 Jahren an Pension gehen, die kommen nicht mehr an den Zeitpunkt für berechtigt zu sein, für an Pension zu gehen. Bon, wie gesagt, wir sind ob als ADR für alle anderen Fragen zu diskutieren. Wir sind auch der Meinung, dass wir durchaus Lösungen finden, die mittel- oder langfristig die Pensionskassen Ansporungen bringen, ohne dass wir Pensionen kürzen oder Kotisationen erhöhen. Wir sind nicht an der Situation, dass wir das machen müssen. Wir sollen an aller Ruhe nur der Tripartiten hier zusammensetzen und da gucken, was muss mittel- oder langfristig gemäht gehen, Lichtkorrektoren, die Licht zu vertreten sind und die keine Abbausungen matt zu springen, da mal Blick, dass wir dann sollten bewegen. Resümiert, also nachher, das wichtig, Pensionsproblematik geht nicht an Tripartite. Zweitens, der Staat muss seine Obligationen mit einem Drittel vis-à-vis von der Pensionskasse aufrechterhalten. Drittens, es darf nicht mehr unter dem einheitlichen Regime geändert gehen. Und viertens, wir sind da noch ab, für alle Probleme, die ich im Zusammenhang mit den Pensionen stellen, zu diskutieren.